«Meine Küche, deine Küche». Präsentiert von Miele. Mit innovativen Kochgeräten für die ganze Schweiz. Heute ist Mine dran, sich für ihre Gäste ins Zeug zu legen. Essen kommen Sandra, die Manuela, der Philipp und der Andres. Da haben wir richtig geraten. Ja. Aha. Ich kaufe das immer fertig. Hat sie gestern gesagt, viel Butter. Butter auch gerade rein. Für mich hätte er noch etwas butteriger dürfen sein. Am letzten Tag gibt es also eine türkische Interpretation vom Wochenmotto. Und das ist nach wie vor etwas Eingewickeltes. Die Mine wohnt mit ihren 3 Kindern in Freienbach im Kanton Schwyz. Also ich beschäftige mich eigentlich schon seit ich 16 bin mit Energien und Aura und was weiß ich. Und vor 3 Jahren habe ich dann das Meditieren entdeckt. Durch das ich sehr ein energiegeladener Mensch bin und einfach auch wirklich die Freude vom Leben mit all meinen Sinnen auslebe, gibt mir das Meditieren halt einfach die nötige Balance im Alltag, dass ich halt in meine Mitte komme und nicht gerade irgendwie die Menschen auch überrumpeln mit meiner Energie. Ja, das gibt mir halt einfach die Balance im Alltag. Ich liebe das Gefühl nach der Meditation. Ich kann die ganze Welt umarmen und nichts kann mich umhauen. Und alle, die mich nerven, nerven mich nicht mehr. Als alleinerziehende Mutter von 3 Kindern ist das sicher eine gute Fähigkeit zum haben. Auch beruflich beschäftigt sich die Mine mit der Spiritualität, macht Online-Content und arbeitet als Mentorin. In der Küche lässt sie sich lieber anleiten und kocht häufig nach Rezept. Heute gibt es bei mir Beiti-Kebab mit türkischem Butterreis und Pinienkern. Dazu grillierte Tomaten und Paprika mit Joghurt, Knoblauch, Dipsauce und einer Tomatensauce oben drüber, eine spezielle. Und Beiti-Kebab ist eigentlich Adana-Kebab, also Hackfleischspieß, den man so kennt, eingewickelt in Fladenbrot. Für das nimmt sie Rindshackfleisch, eine Gewürzmischung, Paprikapaste, Tomatenpüree, Dinkelmehl, Trockenhefe, Risotto-Reis, Anke, Zwiebeln, türkisches Joghurt, weisse Peperoni, Tomaten, Peterli, Knobli und Chilischoten. Also wir fangen gerade zuerst mal mit dem Teig an für Fladenbrot. Ich benutze sehr gerne Dinkelmehl, etwa 500 Gramm. Dann tue ich hier noch eine Prise Salz rein und ein Päckchen Hefe, Joghurt und Olivenöl. Olivenöl hilft halt, dass das Fladenbrot nicht haften bleibt auf der Pfanne. Und Joghurt macht alles ein bisschen weicher und ein bisschen geschmeidiger. Es gibt Gerichte, die ich genauestens abmesse, meistens, wenn ich es zum ersten Mal koche. Aber sonst bin ich schon eher die nach Gefühl macht. Ein bisschen Wasser, nach Gefühl. Das tue ich jetzt 2 Minuten kneten. Gewinnt der Wochenpreis im Wert von 5000 Franken Familie. Jetzt mitmachen und anrufen auf 0901 90 60 30 für einen Franken 20 oder gratis im Internet. Unter allen, die mitmachen, verlosen wir einen Gutschein für Miele Kochgeräte nach Wahl im Wert von 5000 Franken. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr in der ersten Sendung nächste Woche. Alle Infos gibt es auf srf.ch. Was erwarten die Gäste vom Abend heute? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie ihre türkischen Wurzeln irgendwie reinbringt. Also, eingewickelt und türkisch, das ist Durum, gell? Der Teig ist perfekt geworden. Und dann tue ich es noch einmal in der Schüssel kneten. Und nach dem Kneten muss er noch ein bisschen ruhen. So, jetzt tun wir das auf die Seite und gehen zum nächsten Schritt. Die Mine hat gestern angetönt, dass sie heute etwas macht, was sie sehr gerne isst, aber noch nie selber gemacht hat. Jetzt tue ich Adana-Spieß vorbereiten. Das ist jetzt Tomatenpaste. Hier mache ich auch so ein bisschen nach Auge. Paprikapaste, handgemacht von meiner Grossmutter aus der Türkei. Es könnte ein Gericht geben, das auch Rasse hat, eine gewisse Schärfe. Dann kommen flache Petersilie rein. Möglichst fein geschnittene Zwiebeln. Und genug Salz. Dann noch Adana-Gewürz.
Im Adana-Gewürz hat es auf jeden Fall rote Paprika drin und den Rest weiss ich nicht. Ich kaufe das immer fertig. Zum Beispiel hat es noch Kümmel, Chili und Salz drin. Lassen wir mal die Gäste wissen, was sie heute zu essen bekommen. Aha. Willst du lesen? Beiti Kebab mit türkischem Butterreis. Und grillierten Tomaten und Paprika. Es gibt einen Kebab. Es gibt einen Kebab. Ich habe Freude. Das ist... Ja, ich liebe Kebab. Haben wir richtig geraten, hä? Ja. Dann machen wir jetzt Spiessli. Die dürfen dann auch wirklich ruhig dick sein, weil sie gehen ja auch meistens noch mal ein bisschen ein. Also Beiti Kebab könnte eingewickelter oder eingerollter Kebab sein. Vielleicht wirklich so halt Dürüm mit Fladenbrot. Die Adana-Spieße sind jetzt bereit. Jetzt schneide ich noch das Gemüse schneiden und auch auf so ein Gitter drauflegen, sodass wir dann nachher beides gleichzeitig im Backofen rein tun können. Grillierte Tomaten und Paprika sind Fühlung vom Kebab, würde ich sagen. Das finde ich immer mega fein. Ich habe es auch sehr gerne. Vor allem grillierte Paprika habe ich mega gerne. Paprika schneide ich nicht. Die kann man einfach so drauf tun. Und Tomaten kann man im Prinzip halbieren oder vierteln, so je nachdem, wie man es halt gerne hat. Und ich tue dann auch noch so ein Blech drunter mit einem Backpapier, dass wenn das Fett abtropft, dass sich das hier auffangen kann. Und das benutze ich dann auch für die Sauce dann später. Tomaten und Paprika nehme ich auf die untere Stufe. Vom 180 Grad heißen Ofen. Das lassen wir jetzt 25 Minuten circa im Backofen. Und in dieser Zeit tue ich den Reis vorbereiten. Ich bin gespannt, wie türkischer Butterreis ist. Ist das anders als der Reis, den wir kennen? Für den Reis benutze ich immer Risotto-Reis, weil der einfach so ein bisschen mastiger ist. Vor dem Kochen noch waschen. Ich kenne den türkischen Reis nicht. Ich auch nicht. Jetzt tue ich Pinienkerne im Olivenöl anrösten. Das Spezielle daran ist, dass man das halt immer am Anfang in Olivenöl macht und das schmeckt halt nachher auch daraus raus. Und natürlich der Butter. Der muss rein. Jetzt kommt zuerst einmal der Reis rein. Zuerst einmal kurz verdampfen lassen. Und dann muss man gerade das Wasser rein tun. Aber sie tut sicher viel Butter dran. Hat sie gestern auch gesagt. Viel Butter. Butter auch gerade rein. Jetzt kommt noch das Salz rein. In diesem Verhältnis gute 2 Löffel Salz nehmen. Oder 2 Prisen. Wow, so ist es perfekt. Ich gehe mal davon aus, dass es eine Joghurtsoße dazu haben und vielleicht noch so eine scharfe Soße. Türkisches Joghurt Dann noch ein bisschen Salz. und genug Knoblauch. Und etwa auf 600 Gramm Joghurt würde ich so 3 bis 4 Knoblauchzehen rein tun und sicher gut 2 bis 3 Teelöffel Salz. Also das ist sicher in ein Fladenbrot eingewickelt, würde ich sagen. Und sie macht das selber. Ich habe das Gefühl, dass die Mine das selber macht, den Teig. Gut. Und ich habe dagegen. Ich sage, sie macht den Teig nicht selber. Gut. Der Teig ist tiptop aufgegangen, das reicht auch. Der Fladenbrot muss auch nicht schön rund sein, der kann eckig werden, weil man es dann sowieso um einen Beiti-Kebab herumrollen. Hauptsache fein auswählen. Und in der trockenen Pfanne backen. Also, gehen wir schauen, was ein Beiti-Kebab ist, gell? Andres, ich habe Hunger. Komm, wir gehen. Genau. Dann mal ab zur Mine. Sie wartet nämlich schon mit dem Apero. Zum Wohl. Scherife. Scherife. Schwein, oder? Ja, mega fein. Schön Mega. fruchtig. Und was ist Beiti? Beiti-Kebab ist im Prinzip ein Hackfleischspieß. Also man sagt auch Adana-Kebab, der aber dann im Fladenbrot eingerollt ist.
Und dann schneiden, dazu eben Joghurtsauce und oben drüber noch so ein bisschen Tomatensauce und ähnlich wie die hier. Und ich glaube, der ist auch schon langsam ready. Ich soll jetzt langsam in die Küche gehen und mal nachschauen, bevor es trocken wird. Sehr schön. Bis gleich. Bis gerade, genießen es. Danke. So, jetzt machen wir noch letzten Schliff, Tomatensauce. Mit Olivenöl, Was wir hier auch noch reinmachen, die Sauce vom Fleisch. Hier haben wir schon unser Fleisch und das Gemüse. Und das hat natürlich schön abgetropft und das Öl wäre einfach schade, um das wegzutun. Darum verwenden wir das jetzt auch noch für unsere Tomatensauce verwenden. Dann tun wir hier noch Tomatenpaste rein. Das braucht auch weiter gar nicht mehr Gewürz oder Salz oder irgendetwas, weil einfach das Öl schon genug kräftig ist und auch genug Geschmack abgibt. dann nur noch schön anrichten. Und natürlich das mottobedingte Wickeln nicht vergessen. Brot. Beize noch einmal so richtig in dem Öl rein, dass es ja genug Kalorien hat. Hier rein. Dann tun wir es einmal so gut es geht einrollen. Danke vielmals, Mine. Hier hätten wir Ermine ihren Beiti-Kebab mit türkischem Butterreis, Joghurtdip und grilliertem Gemüse. Einen guten Appetit. Lasst es euch schmecken. Und, wie ist es? Ich war ein bisschen überrascht, dass es nicht noch schärfer war. Ich habe wirklich gedacht, es ist heute extrem scharf. Also ich finde, das Fleisch hat ein bisschen mehr Schärfe vertragen. Hast du den Teig selber gemacht? Ich wollte gerade sagen. Und dann tust du aber jetzt das Fleisch im Prinzip auf den Teig und dann einrollen. Und dann noch in den Backofen. Nein, dann ist einfach fertig, oder? Schon fertig. Das kommt so aus. Ja. Fladenbrot hat sie gemacht, das Fleisch hat sie auch zubereitet. Das ist schon sehr aufwendig. Ich habe den Reis sehr fein gefunden. Ich habe einfach sehr gerne Buttergeschmack und die Butter ist sehr gut zur Geltung gekommen beim Reis. Den türkischen Butterreis habe ich mir etwas anders vorgestellt. Für mich hätte er noch etwas butteriger dürfen sein. Die Joghurtsauce war mega fein. Ich liebe das sowieso. Ich würde am liebsten über alles in Joghurt flitzen. Die Joghurtsauce war ein Traum, finde ich. Wie zufrieden ist die Köchin selber? Für mich persönlich ist das Essen, ich sage mal, so eine 8 von 10 gewesen. Es hat noch ein, zwei Sachen, die ich geändert hätte. Aber sonst im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Wer nimmt diese Woche den Sieg und der Miele-Gutschein im Wert von 1000 Franken mit heim? Angefangen haben wir bei Sandra mit Gabuns, Parmesanschaum und Rohschinkenstroh. Dazu einen Nüsslersalat mit Speck umwickelten Pilzen. Die Manuela hat Kackets mit orientalischem Pfupf in Käppi gewickelt, dazu ein Sesamrüebli und ein Granatöpfelsösseli serviert. Beim Philipp hat es Fleischvögel an Rotweinsauce mit Bramata-Polenta und Speckböhnchen vom Feuer gegeben. Der Andres hat Flamenquin schweizerisch interpretiert und mit Herdöpfelstock und Nüsslersalat kombiniert. Und bei mir ist ein Beiti-Kebab mit türkischem Butterreis, grilliertem Gemüse und ein Joghurtdip auf den Tisch gekommen. Sandra hat gerade am Montag schon die maximale Punktzahl geholt. Die Manuela hat 34 gekocht. Der Philipp hat 36 Punkte bekommen. Und der Andres ist mit 38 Punkten belohnt worden. Ermine, ihre Bewertung steht noch aus. Die gibt's jetzt. Ich gebe unserer quirligen Mine für ihr heutiges Essen verdiente 9 Punkte. Die Mine bekommt von mir heute 9 Punkte. Für das Essen der Mine gebe ich heute 8 Punkte.
Ich hätte mir beim Fleisch ein bisschen mehr Soße gewünscht und ein bisschen mehr Schärfe. Und darum gebe ich in der Mine 9 Punkte. Es sind 35 Punkte für die Mine und die Siegerin steht fest. Ja, ich freue mich mega. Obwohl ich es ja eigentlich jedem hätte gönnen, von Herzen. Aber ich habe schon ein bisschen Freude. Wollt ihr euch mal dieser Herausforderung stellen? Dann meldet euch an unter srf.ch/meinikochi.